Ein wöchentliches Highlight für mich als Kind war der Moment, wo ich Sackgeld bekommen habe. Ich habe dort mal 1 Franken pro Schuljahr pro Woche bekommen. Das heisst zum Beispiel in der 5. Klasse 5 Franken pro Woche. Und das Geld habe ich zur eigenen freien Verfügung einsetzen. Und am Anfang, mag ich mich noch erinnern, ist das oft in Süßigkeiten hineingeflossen. Ich bin ja in Oberwinterthur aufgewachsen und dort beim Migros hat es vorne dran einen Kiosk gehabt. Der hat so Schlecksäckchen gehabt, kennt ihr die noch, oder? Die so gefüllt sind mit Süßigkeiten. Und das ist so das gewesen. Oder im Schwimmbad dann mal einer von diesen Dips, die wir da machen können, die so gefitzt haben im Maul rein. Tikis. Später dann ist das Geld ins Handy hineingegangen. Als ich in der Oberstufe war, habe ich vom Vater, vom Schulkollegen, mein erstes eigenes Handy kaufen. Das war ein Alcatel One Touch. Und für die jetzt nicht so alt sind oder vielleicht sich nicht mehr so gut erinnern, wie Handys früher ausgesehen haben, habe ich ein Bild mitgebracht. Das war also in diesem Blau hinein. Mein Handy hatte ausziehbare Antennen. Ein 2-Ziele-Display, wie man da schön sieht, mit 12 Zeichen. Also insgesamt hat man 24 aufs Mal gesehen. Und das Coole war, hinten hat man den Akku rausnehmen und AA-Batterien rein tun. Und so ist es dann nachher nochmal irgendwie 3 Tage gelaufen oder so. Und dazumal hat man dann SMS schreiben. SMS, so wie WhatsApp, einfach alt. Und das hat, ein SMS hat 20 Rappen gekostet für 160 Zeichen. Und die eben so alt sind wie ich, die mögen sich noch erinnern, jedes einzelne Zeichen war Gold wert gewesen. Weil man hat dann so geschrieben und dann ist fertig gewesen und dann hast du wieder einfach weiterschreiben. Und dann bist du nochmal zurückgegangen und jetzt könnt ihr euch vorstellen, oder? Einzeln zurückgegangen durch all die Zeichen durch und dann zuerst alle Leerabstände zwischen den Satzzeichen, also vor und nach dem Komma oder vor und nach dem Punkt hat man alles rausgenommen. Dann, wenn das nicht mehr gelangt hat, hat man angefangen, die Satzzeichen ganz weggelassen und einfach mit Grossbuchstaben, oder? Und wenn das noch nicht gelangt hat, dann sogar zwischen den Wörtern das Leerzeichen rauszunehmen und immer mit Grossbuchstaben. Und so hat man das reingesqueezed. Und in der Oberstufe kommt dann der Moment, wo man das erste Mal frisch verliebt ist. Und dann haben wir angefangen, SMS zu schreiben. Und dann, als ich so an einem Abend dann 20 Franken für SMS ausgegeben habe, ist der Moment gekommen, wo ich mir überlegen musste, wie viel wert ist mir die junge Liebe? Kurzfazit, nicht 20 Franken pro Abend. Später bin ich stolz gewesen, als ich mein erstes eigenes Skateboard posten auf Zürich oder wo ich meine Fahrprüfung aus dem eigenen Geld zahlen konnte. Oder ich weiss noch, wo wir unser erstes eigenes Auto gekauft haben, ein Opel Astra im Tannengrün. Leck, bin ich stolz und erwachsen gewesen. Eine bekannte Redensart sagt, Geld allein macht nicht glücklich. Das stimmt. Geld an sich ist vielleicht nicht viel mehr als ein Stück Metall oder ein Papier oder eine Zahl auf dem Bankkonto. Aber das, was wertvoll ist, ist das, was man sich damit kann und tut leisten. Für das, was wir es ausgeben. Wir sind im zweiten Teil von unserer Kurzserie zum Thema Mittragen und letzte Woche mit dem Timon Studler schon eingestiegen, da drin, dass wir als Kirche gemeinsam miteinander unterwegs sind. Und er hat von dem Bild erzählt, wo der Apostel Paulus, der einen grossen Teil vom Neuen Testament in der Bibel geschrieben hat, oft braucht hat, so einen bildlichen Vergleich, um den Leuten zu erklären, wenn es um Kirche geht, um was geht es dann. Und er hat dann von einem Körper berichtet. Er hat gesagt, mit der Kirche, mit dem Unterwegssein von den Leuten, die an Jesus glauben, ist es wie bei unserem Körper. Römer 12 ab Vers 4. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden. Und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genau so sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib, eine Einheit, ein Gesamt, ein großes Ganzes. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Der Paulus sagt, also bei einer Kirche ist es so wie bei einem menschlichen Körper. Das sind alles unterschiedliche Teile. Und nicht alle sehen gleich aus beim Körper. Der Finger ist nicht gleich wie der Zehe, ist nicht gleich wie das Maul, ist nicht gleich wie das Ohr oder das Auge oder ein anderer Teil von unseren Körperteilen, die wir haben. Und so wie beim Körper die einen prominent sind und viel Aufmerksamkeit bekommen, ich denke da an das, was man zuerst sieht oder das, was man hört,
Und andere vielleicht eher verborgen sind, das sind die innen dran sind, die Organe, die wir haben oder andere Teile von unserem Körper. So sind sie unterschiedlich. Die einen mehr im Vordergrund, die anderen ein bisschen im Hintergrund. Die einen wirken grösser und wichtiger, andere vielleicht unbedeutender, wo man denkt, was macht man schon mit denen? Die Schönheit aber zeigt sich im Miteinander und in der gegenseitigen Ergänzung. Und keiner kann zum anderen sagen, weil du so oder so bist, braucht es dich nicht, will ich dich nicht. So wie unser Körper, jedes seine eigene Funktion erfüllt. So können wir auch in der Kirche in die Massen hineinschauen, in die Breite hineinschauen und sagen, jeder von uns da innen braucht es. Es braucht dich genau so, wie du bist. Und du hast etwas, was jemand anderes nicht hat. Und die Schönheit der Kirche entsteht im gemeinsamen Unterwegssein, wo wir uns gegenseitig ergänzen. Und letzte Woche haben wir uns sehr stark fokussiert auf die Ergänzung durch unsere zeitlichen Ressourcen, durch unsere Fähigkeiten, durch unser ehrenamtliches Engagement. Und heute Morgen, wie wir schon gemerkt haben, geht es um einen anderen Teil, wo es eben auch darum geht, miteinander zusammen zu tragen. Und es geht um Geld. Beim Geld gibt es ja in der Schweiz ein prominentes Sprichwort. Über Geld redet man nicht, Geld hat man. Und ich wäre gespannt, wie viele Leute das würden mitmachen heute Morgen bei einer Umfrage, wenn wir jetzt da würden sagen, per Hand erheben, tut jeder sich kategorisieren, wie viel er verdient. Wenn es ums Geld geht, zusammen mit vielleicht Sexualität und Religion, dann behalten wir das lieber privat, persönlich. Über das redet man nicht so gern. Man ist ein bisschen vage, ein bisschen vorsichtig und schon gar nicht darüber, wenn es dann darum geht, wer hat jetzt wie viel auf dem Konto oder wer verdient jetzt wie viel. Man könnte also meinen, Geld sei so ein Thema, das nicht so populär ist. Spannend aber ist, dass es in der Bibel je nach Zählweise über 2000 Verse gibt, die zum Thema Geld oder Besitztum reden. Ich sage es einmal, über 2000 Textstellen, Bibelverse, die berichten über Geld oder Besitztum, oft über den sinnvollen, weisen Umgang mit finanziellen Möglichkeiten. Vielleicht im Unterschied zu einem anderen Thema, das man auch oft hört, zum Beispiel eins, sage ich noch, das Wort Antichrist kommt in der Bibel 4-mal vor, in 2 Briefen von Johannes, und trotzdem für viele Leute ist das extrem wichtig. Aber offensichtlich ist für die Bibel und auch für Jesus Geld ein extrem entscheidendes Thema. Fast nichts kommt so viel Prominenz über wie das. Und ich hänge die Vorstellung, die die Bibel hat, oder sage ich mal zusammenfassend zu den Gedanken, was die Bibel über das Geld sagt, an einem Vers, an einer Aussage von Jesus auf, und ich glaube, fasst das Thema wunderschön zusammen. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 6,21 Folgendes. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Eine simple und doch tiefgreifende Wahrheit. Beim Geld, bei den Finanzen, beim Besitztum geht es ums Herz. Es geht also um das, was mit drin ist. Und insofern stimmt es ein bisschen, Geld allein macht nicht glücklich. Das Geld allein ist nicht das, was im Zentrum steht für die Bibel, sondern was das Herz, die Emotionen, wir als Menschen, wir als Person, wer wir sind. Aber es gibt eine direkte Verknüpfung zwischen diesen 2 Sachen. Das ist das, was Jesus sagt. Und als ich so über das nachgedacht habe, habe ich gemerkt, das funktioniert eigentlich in beide Richtungen. In die eine Richtung in dem Sinn so, dass du eine Analyse machen kannst, herausfinden, was dir wirklich wichtig ist im Leben, machst, wenn du mal schaust, für was du Geld ausgibst. Also wo fließt das Geld, das du hast, dann effektiv an? Was leistest du dir? Und wenn jetzt wirst du durchgehen durch die Ausgaben, die du hast, dann wirst du sehen, was dir wichtig ist. Vielleicht ist das Auto, vielleicht sind es die Ferien, vielleicht ein Hobby, das du hast. Natürlich, es gibt bei uns auch fixe Ausgaben, die wir alle machen müssen. Irgendwie wohnen, wir alle müssen essen, wir alle müssen die Krankenkasse und Steuern zahlen, ist klar, das gibt es. Aber auch dort gibt es viele Möglichkeiten, wo man sieht, nicht alle Leute leisten sich in all diesen Bereichen gleich viel. Und die einen verzichten vielleicht beim Wohnen und sagen, ist doch nicht so wichtig, Hauptsache man kann einmal schön in die Ferien gehen. Oder was auch immer das ist. Also wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Du kannst herausfinden, was dir wirklich wichtig ist, wenn du schaust, wo dein Geld hingeht. Es geht aber auch in die andere Richtung, würde ich behaupten. Nämlich, dass du kannst entscheiden, was dir wichtig werden soll im Leben. Was es soll Priorität bekommen.
Indem, dass du anfängst, ganz bewusst Geld auszugeben für Sachen, wo du sagst, ich möchte eigentlich, dass das mehr Stellenwert hat. Und ich nehme von einem Ort, wo ich bis jetzt gemerkt habe, habe ich Geld eigentlich ein bisschen verschwendet oder ausgegeben, obwohl ich eigentlich gar nicht wollte, und zügle das über an einen anderen Ort und sage, hey, jetzt investiere ich ganz bewusst an einen Ort, weil ich möchte, dass das Thema mehr Priorität in meinem Thema, in meinem Leben hinein bekommen. Es gibt also einen Weg, um über das Portemonnaie Einfluss zu nehmen aufs Herz, auf das, was einem wichtig ist, auf das, was einem Freude machen wird. Der Gedanke, dass beim Geld ums Herz geht, möchte ich noch ein bisschen verstärken mit noch ein paar anderen Texten, wo Jesus oder wo die Bibel berichtet über das Geld. Das erste ist ein Erlebnis, das Jesus gemacht hat, wo er gegenüber von so einem Opferstock gehockt ist, wo er gesehen hat, wo die Leute Opfergaben geben beim Tempel, und er hat das ein bisschen beobachtet und hat zuerst viele reiche Leute gegeben, die dort vorbeigekommen sind und die zum Teil auch grössere Summen gespendet haben. Und plötzlich ist eine arme Witwe gekommen. So berichtet es uns die Bibel. Also eine Frau, die nicht viel hatte zum Leben. Die Witwe, das sind Menschen in der damaligen Gesellschaft, die wirklich am Existenzminimum gelebt haben oft. Weil sie sich selber nicht haben können versorgen und niemanden hatten, der für sie schaut. Und sie kommt und gibt etwas von dem Wenigen, was sie hat, dort drin. Und Jesus ruft seine Jünger zu sich und sagt, schaut jetzt mal das an. Da sind viele gekommen, die haben grosse Summen geben können. Aber sie haben nur aus ihrem Überfluss gegeben. Aber die Frau, die arme Witwe, sagt er, sie hat alles gegeben, was sie hat. Beim Geld geht es also nicht um die Summe, es geht nicht um den Betrag, sondern es geht ums Herz, um das, was dahinter steckt. Das wird mir auch so bewusst, wenn ich daran denke, ich habe ein paar Reisen machen in Bulgarien oder in Indien, wo man mit Leuten zu tun haben. Und wenn man dort ankommt in dieser Kultur, dann ist es unglaublich, wie grosszügig das die Leute sind, obwohl sie selber nichts haben. In Bulgarien waren wir viel bei diesen Romas, die oft in so ghettoartigen Vierteln gelebt haben. Und wenn du dann siehst, wie die das Letzte, was sie haben, nehmen, um dir eine Nacht anzubieten, wo sie sich selber nie leisten würden, wo vielleicht so viel ist, wie sie 3-4 Wochen sonst würden ausgeben für Nahrungsmittel, dann beschämt einem das manchmal. Als Mensch, der in einem Ort geboren ist und lebt, wo man mehr als genug hat. Aber man kann es diesen Leuten nicht ausreden. Es wäre das Schlimmste, was man machen würde, wenn man ihnen das verbieten würde. Es ist eine Art, wie sie etwas ausdrücken. Das ist mir in den Sinn gekommen. Beim Geld geht es nicht in erster Linie um die Summe, sondern es geht ums Herz, das dahinter steckt. Das zeigt uns die Geschichte von dieser armen Witwe. Und nur als Letztes, zum Detail von Geld und Herz zusammen abzuschliessen, ist im 2. Korintherbrief, da schreibt der Paulus über etwas mega Praktisches. Das erste Crowdfunding, das wir lesen in der Bibel, wo es darum geht, eine Geldsammlung zu machen für die Gemeinde in Jerusalem, die es schwer hat. Und er hat den Korinther gesagt, hey, ich werde jetzt dann kommen, wir werden jetzt dann das Geld zusammensammeln, und er gibt ihnen ein paar Ratschläge mit. Und dort drin gibt es so einen Satz, eine Aussage, wo das auch so illustriert, wo er sagt, Gott liebt den, der aus eigener Entscheidung und mit fröhlichem Herz gibt. Der fröhliche Geber, der liebt Gott. Weder die Predigt heute, noch die Texte in der Bibel haben das Ziel, irgendjemandem Geld aus den Taschen rauszuziehen. Gott braucht dein Geld nicht. Sorry, wenn du jetzt gemeint hast, das ist mega wichtig. Aber Gott gehört sowieso alles. Gott hat all die Ressourcen, Gott hat alles gemacht, er hat mehr als genug. Er braucht deine paar Fränkli. Auch wenn es ein paar Tausend sind oder noch mehr, braucht er nicht. Bei Gott geht es ums Herz. Und wenn er dich einlädt, dir Gedanken zu machen über deine Finanzen, dann geht es nicht darum, dass er irgendetwas braucht von dir, was er selber nicht hat. Sondern es ist eine Einladung, dass du in dein eigenes Leben hineinschaust und schaust, wie du umgehst mit diesen Sachen. Darum geht es immer darum, um das, was man aus freier Entscheidung und mit gutem Gewissen und mit fröhlichem Herz geben kann. Wenn man irgendwie Geld ausgibt, aus Pflichtgefühl heraus, auch wenn das noch für so einen guten Zweck ist, Gott sagt, es ist mir nicht wert. Es ist nicht das, was ich suche. Gott sucht nicht unser Geld, er sucht unser Herz. Aber weil es einen Link gibt zwischen diesen zwei Sachen, lädt er uns ein, lädt die Bibel uns ein, uns Gedanken über unseren Umgang mit Geld zu machen. Ich komme zurück zum Thema Mittragen, wo wir ja über das Ganze hineingestellt haben. Das, was wir hier erleben als Kirche, das Gebäude, das wir hier haben, die Gottesdienste, die wir feiern, die Programme für Klein und Gross, die wir anbieten am Sonntag und unter der Woche, das ist nur möglich, weil es in dieser Kirche Dutzende, Hunderte von Menschen gibt, die in den letzten Jahren, zum Teil Jahrzehnten,
grosszügig investiert haben. Freikirche heisst, es basiert auf Freiwilligkeit und es gäbe die da nicht. Wenn nicht Menschen freiwillig aus eigenem Wunsch und Überzeugung einen Teil von dem Geld, das sie zur Verfügung haben, würden hineingeben in die Kirche drin. So haben die Leute mitgeholfen, dass wir Mitarbeitende anstellen können, die Programme gestalten können. Leute haben mitgeholfen, zusammengespart, um die Parkarena zu bauen, um Jahr für Jahr die Rechnungen zu zahlen, die es da gibt. Es sind Menschen, die grosszügig sind und oft von dem gegeben haben, was sie auch anders hätten investieren können. Und ab und zu mal mache ich die Rechnung, wo ich so im Kopf durchgehe, wie viel Geld das zusammengekommen wäre, wenn ich all das, was ich in den letzten 20, 25 Jahren, wo ich in der Kirche war, gespendet habe, würde zusammenzählen. Das hätte ein schönes Auto gegeben, ich sage es euch. Ich habe das gemacht, viele von uns haben das gemacht aus Überzeugung, dass man mit dem etwas ermöglichen kann, wo einen Wert hat, wo man nicht aufwiegen kann mit anderen Sachen. Jeder einzelne Franken ist investiert mit dem Wunsch, dass die Vision, die unsere Kirche ausmacht, möge wahr werden. Dass Menschen Gott begegnen können, egal woher sie kommen, egal wie alt sie sind. Und dass ihr Leben aufblühen kann. Und mit jedem Mal, wenn etwas von meinem Konto weggeht, bei dem Dauerauftrag oder wenn ich etwas spende, in Kollekte gebe, dann denke ich an das. An das, wie das Geld Menschen kann verändern, Menschenleben kann verändern. Und so will ich zum Schluss ein paar praktische Gedanken noch anfügen, wenn es darum geht, was heisst denn das, wie können wir vielleicht eben uns überlegen, was wir weiss, wie können wir mit unserem Geld umgehen und dass eben das wahr werden, was ich vorher gesagt habe, dass die Vision unterstützt wird. Und wir gehen nochmal zurück ins 2. Korintherbrief, in das Kapitel, das ich vorher schon gesagt habe, wo es um die Geldsammlung für die Kirche in Jerusalem geht. Und es gibt jetzt so einen Text, den ich finde, hat so ein paar Stichworte drin, die ich mir mitnehmen wollte, die ich uns vorschlage, zum Mitnehmen in die Gedanken hinein, die wir uns machen. Ist im Kapitel 9, ab Vers 9, wo wir Folgendes lesen. Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja, von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat. Großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine Barmherzigkeit kann man immer zählen. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Dann geht es noch weiter, es lohnt sich das ganze Kapitel mal zu lesen. Aber wir bleiben für einen Moment da. Und ich habe so 3 Stichworte rausgeschrieben, wo ich möchte jetzt noch ein bisschen darauf eingehen. Das erste ist der Mann oder die Person, die Gott reich beschenkt hat. Das zweite ist Großzügigkeit und das dritte ist das Saatgut. Das Bild, das Geld wie Saatgut ist, wo man investieren kann. Etwas, wo die Bibeltexte in der Bibel alle gemeinsam haben und alle klar machen, wenn es um Geld, um Besitztum geht, ist, alles, was es gibt und alles, was wir haben, kommt von Gott. Es heisst da, der Mann, den Gott reich beschenkt hat. Es ist das biblische Verständnis, dass alle Ressourcen, die es gibt auf dieser Welt, alles, was wir zur Verfügung haben, um damit zu arbeiten und wirtschaften und tun, ist ein Geschenk von Gott. Am Ende auch unser Leben. Jeder einzelne Tag, den wir haben, ist ein Geschenk von Gott. Und so ist die Sicht der Bibel über alle Ressourcen, die wir haben, über alle Finanzen, über alles Besitztum, das wir haben, immer die, dass es ist die von einer Person, die empfangen hat von Gott. Natürlich kann man weise mit dem umgehen. Natürlich haben viele von uns hart müssen arbeiten für das Geld, das sie verdienen. Und trotzdem gibt es so viele Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, die entscheidenden Einfluss darauf haben, ob wir jetzt mehr oder weniger Geld zur Verfügung haben. In dem Land, wo wir geboren sind, die Ausbildung, die wir machen können, vielleicht das Glück, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein und durch das eben irgendwo die Möglichkeit zu haben, Geld zu verdienen. So viele Faktoren. Also die Bibel geht davon aus, dass Gott der Versorger ist, dass Gott der Ursprung von all dem ist. Und umso schöner, dass der Fünfliber von uns die Inschrift trägt, um den Rand herum da, Dominus Providebit. Gott
wird versorgen, oder Gott der Versorger. Es ist die Stelle, wo Gott der Hagar in der Wüste ihnen begegnet und sagt, ich schaue für dich, ich kümmere mich um dich, auch wenn es im Moment so aussieht, als ob du gar nichts hättest. Und es ist die Inschrift, die uns immer und immer daran erinnert, jedes Mal, wenn man noch so ein Stück Münze in der Hand hat, gibt es ja nicht mehr so oft, Gott wird versorgen. Es ist mir bewusst, wenn wir da rein sind, dass wir nicht alle die gleichen finanziellen Möglichkeiten haben. Die einen haben, durch was für Gründe auch immer, mehr als genug. Mehr als genug. Andere leben vielleicht am Existenzminimum und müssen jeden Franken umdrehen für das, was sie investieren. Aber wie wir vorher gesehen haben, beim Geld geht es nicht darum, wie viel Geld das du hast, sondern es geht darum, was du damit machst. Und so ist der Zuspruch an alle von uns da. Gott versorgt. Wie viele Leute in unserem Land tragen schwer, eine schwere Last, Angst und Sorgen, die sie haben, um die Finanzen, um die Zukunft. Und oft nicht einmal unbedingt die nicht so viel haben, sondern auch die sehr viel haben, machen sich viel Gedanken darüber. Und was würde es uns gut tun? Einen bisschen entspannteren Umgang mit Geld zu haben, zu wissen, hey, das, was wir haben, am Schluss ist alles ein Geschenk von Gott. Ich bin dankbar für jeden Franken, den ich habe. Das Erste, Gott versorgt. Das Zweite, was der Text uns sagt, ist der Stellenwert von Grosszügigkeit. In der Bibel ist Grosszügigkeit ein riesiges Thema. Aus einem einfachen Grund, weil Gott ein grosszügiger Gott ist. Die Bibel stellt uns Gott als einen Gott vor, der gern teilt, der den Menschen geschaffen hat als sein Ebenbild und die ganze Schöpfung mit allen Ressourcen macht, um sie zu teilen mit dem Menschen. Und er sagt da, mach damit, bebau, mach etwas daraus, kultivier das, entwickle das, schaff damit. Gott ist ein grosszügiger Gott, das tiefste in seinem Wesen drin. Seine Grosszügigkeit zeigt sich aber auch in seiner Barmherzigkeit und in seiner Geduld, die er hat mit uns, die so oft nicht auf die Reihe bringen, wo so oft dumme Entscheidungen fällen, wo ihn so oft enttäuschen. Aber sein Herz ist voll von Grosszügigkeit, das sagt, ich gebe gern, ich teile gern, ich bin frei, freigebig, freizügig da drin. Und Gott möchte, dass die Grosszügigkeit sich auf unser Leben überträgt. Nicht nur, aber auch im Thema von Finanzen und Besitztum. Wer sich klammert, wird oft eng und geizig und gierig. Und wer grosszügig ist, erlebt eine Befreiung. Es ist die Freiheit vom Loslassen, dass man sich nicht zu fest dran hängt. Und in dem Kapitel 9, das ich vorher schon gelesen habe, gibt es einen mega bekannten Vers, der viel über das aussagt. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und dann kommt der Teil, den ich vorher schon erwähnt habe, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Für sich selbst. Und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ich glaube, wir können uns orientieren in der Frage nach dem Umgang mit dem Geld an dem Prinzip der Grosszügigkeit. Gott ist immer für Grosszügigkeit. Es ist sein Wesen. Und wenn du in der Frage stehst, sollst du grosszügig sein oder nicht, dann kann ich dir sagen, ja, bist grosszügig. Das ist das, was Gott denkt. Darum tun wir das dann noch ein bisschen aufstocken. Da. Ich komme zum dritten und zum letzten Punkt. Wenn die Bibel über Geld redet, dann redet sie über das multiplikative Potenzial. Das klingt krass, von Geld. Mit Geld kann man Sachen fördern und Geld kann etwas multiplizieren. Es ist der Gedanke von dem Saatgut. Was heisst, es wird ausgestreut und es fällt auf den Boden und es wächst und es bringt Frucht. Es multipliziert sich. Es passiert etwas drumherum. Die Ökonomen unter uns glänzen jetzt gerade die Augen, oder? Das Return on Investment. Da kommt etwas zurück, wenn man etwas investiert. In dieser Grosszügigkeit hinein. Die Bibel sagt, es ist wie mit Pflanzen. Mit Geld kann man in Sachen investieren, in Sachen säen und kann zuschauen, wie es Aufschwung gibt, wie etwas passiert, wie Früchte entstehen. Und so nochmal der Gedanke an dich, dass du dir überlegst, ja, wohin fließt denn mein Geld? Und in was für Sachen möchte ich denn investieren? Was ist mir wirklich wichtig?
Und ganz bewusst anzufangen mit Vision, mit Weitblick, mit Zukunftsblick, Geld zu investieren und zu sagen, hey, ich möchte, dass Liebe wächst. Ich möchte, dass Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Ich möchte, dass Geduld, was auch immer, dass in diesem Leben von Leuten etwas wachsen darf. Ich möchte, dass die Kirche wachsen kann. Ich möchte, dass die Person, dass du anfängst, ganz bewusst mit Vision, mit Weitblick zu investieren und zu sagen, ich nutze das Potenzial von dem Geld, das ich habe, um Sachen zu fördern, zum Investieren in Sachen, die ich finde, die haben Wert. Mein Papi hat immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Tasche. Darum die grosse Frage, am Schluss von deinem Leben, was möchtest du, dass wachsen kann, was Platz haben kann? Wir haben letzte Woche von dieser unterschiedlichen Vielfalt von Begabungen gehabt. Und lustig, im Römerbrief gibt es Gabe des Gebens. Es gibt Leute, die sind von Gott gesegnet mit finanziellen Möglichkeiten, die weit über das ausgehen, was sie selber brauchen. Und er sagt, es gibt Leute, die haben die Gabe vom Geben, die von Gott mehr bekommen haben, zum Investieren und zu sagen, ich sehe, dass da etwas wachsen kann, dass da Früchte entstehen können. Die Predigt heute Morgen soll nicht eine Predigt sein mit der Peitsche, um unser Kessel noch ein bisschen füllen, um mehr Geld einzutreiben. Wie ich gesagt habe, Gott braucht unser Geld nicht. Und wenn Gott die Kirche möchte segnen oder wenn Gott einzelne Menschen möchte segnen, dann findet er Mittel und Wege, die unabhängig sind von allem, was wir Menschen tun können. So gross ist er, so anders ist er. Ihm gehört sowieso alles. Aber das Geld, das wir haben, ist uns von Gott anvertraut worden, mit der Einladung, etwas daraus zu machen. Und es ist eine Einladung dazu, Teil davon zu sein. Von dem, was sein Reich ausmacht, seine Herrschaft ausmacht, das, was er ist, ausmacht, wo man ganz bewusst Sachen fördern kann. Und Gott gibt es dir und vertraut es dir an, so wie meine Eltern mir den 5 Lieber gegeben haben in der Woche und gesagt, mach damit etwas. Und du bist frei. Du kannst mit dem machen, was du möchtest. Aber Gott sagt auch, pass auf, es hat das Potenzial, das da drin steckt. Es wird etwas mit deinem Leben machen, es wird Weichen stellen und es ist ein Potenzial, das du hast, um Sachen zu fördern. Nimm dir jetzt bewusst Zeit, zu überlegen, wohin fließt mein Geld? Was mache ich damit? Wo möchte ich Sachen fördern, in Sachen investieren? Gott kommt ums Herz an. Er liebt den, der fröhlich gibt. Aber er gibt dir das Potenzial in deine Hand wie Saatgut und sagt, mach etwas damit. Investiere in etwas. Und am Schluss kannst du sagen, hey, ich habe Freude. Ich freue mich mit Gott zusammen, wie Sachen wachsen. Gott braucht uns nicht. Aber er will mit uns zusammen das fördern, was ihm wichtig ist. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir von dir so viel Gutes lernen können für unser Leben. Herr, und gerade wenn es ums Geld geht, merke ich, wie mein Herz da dran hängt. Wie viele Gedanken dass ich habe, wo mein Geld angeht. Dass ich gerne mehr hätte, dass ich gerne anders noch hätte. Und Herr, ich bitte dich, dass du immer wieder zu mir redest. Ich bitte dich für all die von uns, die da reinhocken und sich Sorgen machen um die Zukunft. Nicht wissen, was morgen wird sein, ob es langt. Ich bitte dich um den tiefen Frieden in unserem Herzen, der sagt, du bist der Versorger. Es gehört alles dir. Dass du uns frei machst von diesen Klauen, die das Geld manchmal hat an unserem Herz. Was abdruckt und abwirkt, was an Leben und Lebendigkeit in unserem Inneren ist. Und ich bitte dich um Grosszügigkeit in mein Leben hinein. Ich bitte dich, dass du mir immer und immer wieder den Blick gibst dafür, dass man alles Gutes tun kann mit den Möglichkeiten, die man hat. Grosszügig sein mit meiner Zeit. Grosszügig sein im Umgang mit Fehlern von anderen Menschen. Grosszügig sein mit meinem Talent, mit meinem Know-how. Aber auch grosszügig sein mit meinen Finanzen, die ich habe. Und Herr, ich bitte dich, dass du mir hilfst,
zu sehen, wo du möchtest, dass ich mein Geld rein investiere. Was soll daraus wachsen? Wo dass ich möchte, dass etwas aufblüht. Und ganz bewusst sagen, ich gebe es. Aus eigener Entscheidung und mit Freude, weil ich weiss, ich darf sehen und miterleben, wie Gott Grossartiges macht. Aus dem, was ich da habe. Amen. Und so als Übergang, als Einstieg in die Zeit hinein, habe ich dir noch 3 Fragen mitgebracht, wo du ganz persönlich für dich in den nächsten 2-3 Minuten kannst reflektieren und dir überlegen, hey, wo stehe ich, wenn es ums Geld geht in meinem Leben drin?